Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem Kanal Ari7373. Ja, heute möchte ich eine Frage beantworten, die mich ein bisschen die letzten Tage schon beschäftigt hat, weil jemand mal mich etwas gefragt hat, was ich ein bisschen lustig fand. Aber gut, aus seiner Sicht kann ich die Frage vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber wir gehen heute mal ans Eingemachte. Dann will ich mal so erklären, was damit gemeint war. Und zwar fragte er mich, ob ich meine Mitmenschen hasse und ganz besonders Beamte, Polizisten hasse. Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Nein, natürlich hasse ich meine Mitmenschen nicht und ich hasse auch nicht Polizeibeamte. Ja, es sind Leute einfach, die ihrer Tätigkeit nachgehen. Ich hasse auch keine Feuerwehrleute, ich hasse auch keine Pizzabäcker, ich hasse auch keine Influencer oder sonst irgendwas, gar nichts. Das, was ich euch geschildert habe, waren einfach extreme, kuriose Situationen, die passiert sind, wo einige Beamte einfach übers Maß, übers Ziel hinausgeschossen sind. Also ihre Position einfach ausnutzen, weil du ihnen nicht gefällst oder weil du einfach zu gut in dieses Bild, was sie von was auch immer haben, zu gut reinpasst. Und dass sie das natürlich voll ausnutzen, damit habe ich ein Problem, ja. Also, ich habe es so oft schon gesagt, wenn es Anzeichen gibt, von mir aus, wenn du vorbestraft bist, okay. Wenn es Anhaltspunkte gibt, okay. Wenn du nicht kooperativ bist, in Ordnung. Aber wenn du das alles machst und du trotzdem gedemütigt, erniedrigt, schikanierst wirst, dann braucht man auch nicht diese Leute noch schön zu reden oder gut zu reden oder sie in Schutz zu nehmen, wie Merz das immer tut. Immer bedankt er sich bei der Polizei, ne? Das ist ja klar. Und ein paar Beispiele, wo ich jetzt mal vom Positiven von Beamten rede. Wenn euch, Gott bewahre, dass das jemandem überhaupt passiert, ne? Aber wie der Junge da letztens, der so lange verschwunden war, der, glaube ich, auch Autist war, dass die den traurigerweise, ja, traurig, wirklich sehr traurig, aber da haben sich über 1000 Hilfskräfte in Bewegung gesetzt, um diesen Jungen zu finden. Leider Gottes nicht erfolgreich oder zu spät, leider. Aber da haben tausende Beamten, haben da Wälder abgeklappert, haben da jeden Stein umgedreht, hinter jedem Baum geguckt, allem nachgegangen, was ist möglich, bei jedem Hinweis. Und das ist doch was Tolles, das ist doch super, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Und dass sich so viele Menschen für dein Kind in Bewegung setzen und alles dafür tun, dass das gefunden wird. Das sind tolle Errungenschaften dieses Landes. Und es ist gut, dass man auch diese Möglichkeit zugreifen kann, wenn, Gott bewahre, so etwas passiert. Wer kann denn solche Menschen hassen? Die kann man doch nicht hassen. Oder hier, wo ich gesagt habe, zum Beispiel in Regensburg, wo ich im Auto saß, da muss ich auch echt gedacht haben, ich bin echt der größte Pechvogel. Von den ganzen Autos hier auf dem Parkplatz fahre ich dem rein, der im Auto sitzt und am Telefonieren ist. Dass die Regensburger Polizei nicht mal 5 Minuten gebraucht hat. Während ich noch mit einem Beamten da am Quatschen bin, kriegt der schon die Information, dass sie den geschnappt haben. Das ist fantastisch. Oder hier in Stuttgart, da bin ich doch selber dran schuld gewesen. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass der andere so eine scheiß Spielchen spielt oder seine blöde Versicherung da in der Schweiz so blöde Sachen da machen wird. Ne? Und ich muss jetzt aufpassen, ich hätte fast den Namen der Versicherung gesagt. Könnt ihr euch denken, in der Schweiz eine sehr große Versicherung. Ja, man denkt, es wäre die Hauptstadt, ist aber nicht die Hauptstadt. Und gut, den Rest könnt ihr euch denken. Oder wo die Polizei gesagt hat in Stuttgart, hier, wir können den Streifenwagen schicken, das ist kein Problem. Und ich gesagt habe, ja, aber ich habe also schon seine Personalien und der hat es ja schon zugegeben, nehmt euch immer die Polizei. Immer wartet auf die Polizei oder habt immer auch die Dashcam da. Nein, nimmt Dashcam und Polizei. Die Versicherungen wollen nicht bezahlen. Wir werden demnächst mal das Video veröffentlichen von der Marburger Straße. Ne? Du hast es auf Dashcam drauf, wie der dir reinfährt und ich krieg 14 Monate später erst meine Kohle. Das muss man sich geben. Aber das hat mit der widerlichen und ekelhaften Justiz hier in Gießen zu tun. Dass die einfach keinen Bock haben. Ich kann es anders nicht sagen. Nein, ich sag's wirklich, wie es ist. Das ist die beschissenste Justiz hier, was Verkehrsrecht angeht. Weil
keiner da irgendwie, das war mal vor 5 Jahren noch anders gewesen, vor 4, 5, 6, 7 Jahren war das anders gewesen. Da lief das einfach seinen normalen Lauf. Seit einiger Zeit, ich habe gestern noch mit einem Gutachter drüber gesprochen, befreundeten Gutachter, der auch überall hinterher rennt, weil die nicht zahlen wollen. Und obwohl du im Recht bist, obwohl du beweist, obwohl du vor Gericht gewonnen hast, musst du auf die Gnade der Versicherung warten, dass sie sagen, hier, bitteschön, hier ist ihre Kohle. Das hat was mit hier, ich steigere mich wieder rein. Auf jeden Fall, da seht ihr, dass ich auch immer wieder die Polizei sehr gelobt habe. Oder was weiß ich, da waren auch lustige Szenen dabei. Ich will jetzt nicht alle lustigen Szenen, aber wie gesagt, es gab auch, keine Ahnung, ich sitze da im Auto, gucke mir in einer Kontrolle, bis der mit meinem Ausweis und Führerschein und Fahrzeugschein zurückkommt, gucke ich mir so ein Video an, ne? Gerade so von du weißt, von Türkei Galatasaray, wo die ein Gegentor noch bekommen haben. War das ein Derby? Ich glaube, das war ein Derby gegen Beşiktaş oder sowas, ne? Und guck mir das an und da wird bei TikTok oder Instagram war das gewesen, da zeigen die wohl so eine Familie, ich glaube, die müssen alles auf Galatasaray gesetzt haben. Felder, Äcker, Gold, alles verkauft, alles auf Galata. Und die rasten da voll aus und ich sitze da so und warte und der Beamte kommt, mein Fenster ist ja offen und der Beamte sieht das noch so hinter meiner Schulter und sagt so, ja, hier, das ist doch nicht normal, wie die da ausrasten. Nicht so, ja, aber lustig. So, gibt viel mehr, viele Situationen, da müsste ich echt mein Leben zurückblicken. Aber wie gesagt, da sieht man doch einfach, dass es auch nur Menschen sind. Es geht eher um diese schwarzen Schafe, die sich dahinter verstecken. Und das ist aufgeklärt worden von so vielen Medien, von der Mediengruppe von, Funke, von ZDF Neo Magazin Royal, von Steuerung F, von Spiegel TV, von ZDF Reportage und wie sie alle. Es sind so viele, dass auch Beamte mit Drogen ganz gerne mal handeln in München und ganze Gruppen dabei sind. Übrigens sind fast bis auf einen haben alle nur Bewährungsstrafen bekommen. Und das in München, in Bayern, das musst du dir mal vorstellen. Die haben alle nur Bewährungsstrafen bekommen. Während du, wenn du mal mit 5, 6, 7 Gramm erwischt bist in München, du gehst nicht ohne Bewährung in den Bau. Du gehst in den Bau, also, aber dort sieht man da ein bisschen so drüber hinweg. Ne? Ja. Was weiß ich, glaube ich, Hannover war das gewesen. Staatsanwalt verkauft ganz gerne mal Informationen. In Frankfurt, ja, was war in Frankfurt? In Frankfurt, genau, die Gewaltbereitschaft und die lustigen Nazi-Witze. Und. Berliner Polizei will ich erst Berlin. Berlin will ich erst gar nicht anfangen. Berlin ist so eine Welt für sich. Dass man die schwarzen Schafe in den eigenen Reihen auch noch schützt. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also auch bei diesen Schleierfahndern, dass die da alle da auch so mitgemacht haben und dass du auch gegen die nichts machen kannst, ja. Die hätten, wo manche gesagt haben in den Kommentaren und auch diese ganzen, ach genau, die können wir mit einbeziehen, diese ganzen Anwälte, die immer diese super Tipps haben. Was die Polizei darf und was nicht. Das geht jetzt an alle super möchtegern Anwälte, die immer diese scheiß Tipps den Leuten geben, was die Polizei darf und was sie nicht darf. Du kannst gar nichts gegen die machen. Der braucht nur zu behaupten, dass du glasige Augen hattest, ja. Der braucht nur zu behaupten, dass du ein bisschen hyperaktiv warst, ja, dass du so ein bisschen gezuckt. Das braucht er nur zu behaupten, dann kann er das volle Programm durchziehen. Hört auf, den Leuten diese scheiß falschen. Ich habe es einmal in Regensburg, da zwischen Regensburg und Nürnberg, habe ich einmal auf Höhe von, wie heißt das da? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist egal. Dazwischen habe ich einmal so einen Tipp mal gemacht, wo er gesagt hat, ihr braucht nur eure Personalien zu geben, sonst sagt ihr zu allem anderen gar nichts. Dass ihr dem Polizisten auch sagt, hier zu meinen Personalien, die bestätige ich, den Rest will ich mich zu nichts äußern. Und dann hat der Polizist, die haben das volle Programm mal durchgezogen. Ne? Ja gut, dann komm mal rüber, wenn das so ist, dann gibt es ja wohl bestimmt einen Grund, ne? Der eine steht neben mir, die haben das Auto. Der eine klopft da, weißt du, die Hinterbank bei der Limousine, ne? Denkt ja so, dass da vielleicht was darunter. Man sieht ja auch so, was für was für technische Möglichkeiten es gibt, so Sachen da zu verstecken. Weißt du, hier in Frankfurt der eine da mit der Dings da, was so ausfährt ne? Und der klopft da rum an der Sitzbank hinten, ne? Und das war noch mit dem Lederbezug, weißt du noch, der alte. Und bis ich gerufen habe, hey Alter, übertreib doch mal nicht, ist doch gut, ne? Der reißt da dran rum, das ganze Auto wackelt, ne? Ob das auch wirklich...
Also, und das war ein Tipp von so einem Anwalt gewesen. Ne? Jetzt geh mal gegen die beiden vor und find mal einen Richter, der dir glaubt und den beiden Beamten, die ja super seit 15, 20 Jahren im Dienst immer guten Dienst an die Gesellschaft geleistet haben. Find mal einen Richter, der dir glaubt. Du findest keinen einzigen. Du könntest von der Gnade von Propheten haben und vor Gericht gehen und sagen, hier, ich habe so einen Heiligenschein. Der Richter glaubt trotzdem diesen Beamten. Das ist ein Beamtenstaat, Freunde. Das ist nicht gerecht und das ist nicht fair. Und deswegen haben wir doch auch keine neutralen Stellen, ne? Wo ich gesagt habe, damit wir Transparenz haben, die müssen diese Cam tragen und die können die auch nicht abschalten im Dienst. Das gilt, das ist technisch gar kein Problem. Man muss auch keine große so Kamera sein, reichen schon diese kleinen Dinger, die sind hier dran. Ja, die dürfen jetzt auch natürlich nicht die ganze Zeit den Arm so haben, ne? Aber ich glaube, selbst da gibt es pfiffige Beamte, die da Begründungen hätten, warum sie immer den Arm so haben, damit man nichts sehen kann. Mir ging es um Transparenz. Wenn Leute sich da scheiße benehmen, dann sollen die auch dafür gerade stehen. Wenn ich mich doch scheiße Beamten gegenüber benehme, muss ich doch auch gerade stehen dafür. Oder irgendwas verbrochen habe, muss ich doch auch gerade dafür stehen. Ja? Und sollen die es doch auch. Was ist daran verkehrt? Aber an diese Anwälte nochmal, gibt es ja mehrere davon immer. Ne? Die Polizei darf das nicht, das nicht, das nicht. Alter, hört auf, den Leuten so einen Scheiß zu erzählen, Mann. Die glauben das und ich habe das am eigenen Leib mal zu spüren bekommen, weil ich das einfach nur mal testen wollte, was die da machen. Und der Polizist übrigens hat mir nach der Kontrolle wirklich gesagt, wir hätten ganz normale Verkehrskontrolle gemacht. Sie hätten uns gesagt, wo sie waren, was sie gemacht haben und dann hätten sie ihre Wege weiterführen können. Aber nur als kleiner Tipp für die Zukunft, ne, hat der Polizist zu mir gesagt, ne, lassen Sie das lieber sein, dass Sie sich zu gar nichts äußern wollen, nur ihre Personalien, weil das erweckt immer den Verdacht, da muss ja irgendwas sein, sonst, ne? Und das stimmt, ich habe das nie wieder gemacht und dann waren die meisten Kontrollen so im normalen Bereich, jetzt keine Grenzen, auch ganz immer normal gewesen, ja? Also auch oft in Frankfurt, wo ich dir da auch erzählt habe, fest raus und dann da bei diesem bekannten Viertel da in Frankfurt fest Richtung Gießen, willst du Gießen fahren, fischen die alle raus. Ja, was haben sie in Frankfurt gemacht? Ja, ich habe für meinen Kanal ein paar Aufnahmen gemacht und dann guckt er hinten rein, sieht auch dann Sachen, nimmt Fahrzeugschein, Führerschein, liegt nichts vor und dann ist alles schon gut gewesen. Ja, okay, alles klar, fahren Sie vorsichtig. Ist doch gut, aber hört auf den Leuten, vor allem so Laien, die nichts mit Gesetzen, so wie mich, nichts mit Gesetzen. Wenn ein Anwalt da sitzt und den Polizisten dann, vor allem Verkehrsanwalt mit einem Doktortitel und sich einen Spaß draus macht, mit dem Polizeibeamten ans Eingemachte zu gehen, wirklich mal an den tiefen Kern, mal sehen, was dahinter steckt. Ja, der Beamte checkt das natürlich auch und weiß dann, dass er einen Juristen vor sich hat. Ne? Und dann geht auch, im Normalfall auch, geht da Geschichte, der Cousin von mir, der eine, der hat ja gesagt, mit mir machen die gar nichts. Ja, der eine Anwalt, der weiß. Aber mit mir oder jedem anderen, der hier mal diese Tipps davon von diesen Anwälten da nimmt, ne, diesen Influencer-Anwälten, ey, lasst das sein. Hört auf, den Leuten diese scheiß Tipps zu geben. Wir sind keine Juristen, wir wissen nicht, wo wir uns in so einem Bereich befinden würden. Ich habe es einmal getestet und das war einfach nur scheiße. Und selbst der Polizeibeamte gibt mir noch den Tipp, lassen Sie das lieber in Zukunft sein. Ja, einfach, wenn gefragt wird, wo waren Sie? Ich war in Regensburg, was haben Sie da gemacht? Ja, ich habe meine Kumpels von früher besucht. Alles klar. Wo waren die? Einfach mal sich merken, wo du gewesen bist. Nenn einfach in der Innenstadt, in der Nähe von irgendeiner Kirche oder irgendeinem Kloster oder sag, die wohnen nicht weit weg von der Donau, da und da. Ja, ist doch gut, dann war es doch schon gewesen. Ich habe auch Polizisten, die mit lustigen Sprüchen zu mir gekommen sind, die ich auch lustig fand. Ich hatte einmal, weißt du noch, den Leihwagen, den ich mal da kurz hatte, wo ich kein Auto hatte, Richtung Stuttgart gefahren, sehen die den Leihwagen, kommt der Polizist zu mir, das Übliche, ne, und dann kurz einmal den Kofferraum öffnen. Ich bin höflich, freundlich geblieben, die auch. Und dann hat sie mir gemeint, und Herr XY, die wilden Jahre sind bei Ihnen schon vorbei. Ich so, ja, man sieht es mir doch an, dass die wilden Jahre schon längst vorbei sind. Ja, hat er gemeint, das stimmt. Also es gibt auch lustige Leute da drin. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt mal wirklich mal ernsthaft beantworten, weil ich habe sie schon ein paar Mal gestellt bekommen, ob ich was gegen die Beamten hätte oder gegen Leute aus der Justiz. Nein, ich habe nichts gegen die. Es geht mir einfach um die das ausnutzen, schikanieren, demütigen, erniedrigen, es übertreiben. Darum ging es in den Videos. Und die waren auch wirklich
100%. Dafür stehe ich gerade. Die waren wirklich genau so abgelaufen. Weil sowas hättest du dir sowas einfallen lassen können, wie die da vorgegangen sind, mit dem Sieb und Schüssel in die Toilette und sich links und rechts dahin stellen und jetzt mach mal. Ey, jemand, der muss die nächsten paar Tage nicht mehr. Freunde, bleibt stabil, bleibt gesund. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Ari7373. Ciao, ciao.